Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich kann es fast nicht glauben, wir sind fast fertig mit unserem Junk Journal. Heute geht es tatsächlich um einen letzten Schliff. Ich drehe durch. Es ist so super herzig rausgekommen. Ich habe mega Freude. Ja, und ich würde sagen, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz da. So. Und dann fangen wir doch einfach mal voran. So, das hier ist unsere erste Seite. Und von mir aus gesehen sieht die gar nicht mal so übel aus. Ich weiß nicht mehr, welches Blau das ich hier genommen habe. Aber ich würde sagen, ich tue jetzt hier einfach mal das Rändchen hier noch ganz ein kleines bisschen inken. Also, nur ganz, ganz fein. Dass es auch noch gerade zu dem blauen Rändchen ein bisschen dazu passt. So, das ist wirklich alles, was ich mache. Da passiert nicht mehr viel. So sieht das aus hier. So, auf dieser Seite da tue ich auch das Rändchen ein bisschen inken. Ich habe mir vorgenommen, überall, wo ich jetzt nicht irgendwie eine spezielle Farbe habe, inke ich einfach mal mit Braun. So, einfach hier einmal rundherum, dass die Seite nicht ganz so Vödelbrot ist. Ab und zu leere Seiten finde ich total okay im Journal. Selbstverständlich kann man auch etwas schreiben oder eben noch etwas einkleben oder was auch immer. So, aber ein kleines Rändchen darf es schon haben. So, diese Seite finde ich eigentlich ist total fertig. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen inken. Ich wäre auch wieder bei Braun. So, ui, das muss überhaupt nicht viel sein. So, genau, das reicht schon. Und auf dieser Seite ja, kann man auch gerade ein Birnenwitzeli geben. Dass die nicht ganz so schneeweiß da steht. Und oben. So. Gut. Dann, die Seite ist für mich fertig. Die auch. Hier hat es doch tatsächlich neben diesen Kaffeeflecken, oh, sieht man das echt? Hier ein paar so bläuliche Flecken gegeben, irgendwie vom Stempel, weil man mal ein bisschen, auch nicht was gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir da so eine die Schablone nehme mit dem schönen Gestrüpp, nein, was ist das? Irgendwelche Blätter, Gebüsch, Sachen. Und ich nehme hier ein bisschen von meinem moosigen Grün, meinem No-Name Grün. Ich glaube, ich mische es gerade ein bisschen mit dem Distress Grün. So. Und schaue, dass ich die Flecken genau ein bisschen hier habe, wo die Blätter sind. So, also. Gar nicht fest. Die Flecken werden immer noch sichtbar sein, aber sie werden so ein bisschen
in dem Muster verschwinden, habe ich das Gefühl. Also, hoffe ich jetzt mal. Ich will wirklich nur so einen Hauch von so einem Blättchen drauf machen. Von so einem Gebüsch. Ein Gebüschhauch. Und gegen außen auch ein bisschen auslaufend, damit es nicht einen viereckigen Rahmen gibt. Und dann werden wir mal schauen, was da rausgekommen ist dabei. Gut. Doch, die Flecken sieht man natürlich immer noch, aber hey, es hat auch Kaffeeflecken drauf. Also irgendwie fällt es so gar nicht mehr so auf. Und ich finde, das Grün passt super da zu unserem Dingsbums über, zu unserem Täschchen. Und dann gehen wir doch einfach weiter. Da würde ich sagen, inken wir mit sowas rosa, lila, irgendwas Guckers, wie das immer heisst. Oh, nicht so viel habe ich eigentlich mal einmal. Aber dann nehmen wir halt so viel. So. Voilà. Prima. Da Mücken. Noch ein bisschen. So, jetzt ist gut. Doch, gefällt mir. Da ist auch fertig. Da dürfen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit Braun dahinter. Und ich glaube, das hier habe ich mit dem Brushed Cordery Braun geinkt. Darum würde ich sagen, nehme ich hier jetzt auch den. Damit das dann ganz besonders gut zusammenpasst. Und jetzt hier habe ich so ein herziges Föteli reingepackt, das mir so gut gefallen hat. Von diesen 2 Kindern, die mit diesen noch kleineren Kindern spielen. So, oh ja, das ist ja prima. Weiter im Text. Da habe ich das Gefühl, dürfte hier oben noch irgendetwas ein bisschen, ja, so ein bisschen Schabloniges herkommen. Und ich würde sagen, nein, weißt du was, wir nehmen hier auch die Blätter und machen hier auch gerade so grün, wie ich das vorher schon hatte. Also eine kleine Mischung von diesen 2 Grüns. Da habe ich das Gefühl, darf ich das schon an gewissen Orten ein bisschen dunkler machen. Darf es ein bisschen mehr sein, he? So, ja, das finde ich super. Das sieht doch schön aus. Voilà. So, und hier haben wir unsere schöne Berglandschaft. Nein, ich tue glaube braun inken. Braun. Genau, weil das Tab ist ja auch in braun. Das Tab, genau, das Tab. So. Ja, genau, schön. Gefällt mir. Auf dieser Seite müssen wir nichts mehr machen. Da. Haben wir da irgendetwas? Ich wäre auch für ein Sommervögel-Kleberli, ehrlich gesagt.
Ui, ui, da habe ich etwas. Oh, passt euch da? Oh, sehr knallig, aber völlig die falsche Farbe. Aber da habe ich noch etwas eher so. Aber schon sehr kitschig, hä? Oh ja, das ist besser. Hä? Ja, ja, das hat auch noch ein bisschen Violett. Das ist besser. Was ich natürlich nicht parat gemacht habe, ist Pinzette. Aber das schaffen wir auch ohne, hä? So, oh ja, schau jetzt. Ach, herrje, wie schnussig. Das finde ich sieht total gut aus. Da habe ich eine Karte rein, so eine alte Postkarte. Ich weiß wirklich leider nicht, von wem das sie ist, aber sie ist alt, das weiß ich. So. Und da habe ich rein eine alte Postkarte, die geschrieben ist. Von Adelboden hat das jemand geschrieben. Nach der Familie, man weiß es nicht so genau, Coiffeur. Ein Coiffeur in Murten, oder? Ich glaube es. Das weiß man nicht genau. Und das weiß man nicht genau. Also eine sehr interessante Adresse. Ja, ja, früher hat man sich noch gekannt, da hat der Pöstler gewusst, wo er muss her, wenn gestanden ist, Coiffeur. Äh. So, dann geben wir doch da ein bisschen ein Rändchen. Von dem nehme ich immer viel zu viel, gell? Dann wird da mega dunkel. Aber ich glaube schon gut. So. Ja, ja. So. Nächste Seite. Da, oh, da haben wir rosa. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach gerade so. Ja, ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, wenn wir das noch einrahmen würden. Das lassen wir auch so. Gefällt mir gut. Da gefällt mir auch. Da habe ich jetzt in das Bellyband noch so ein Bild rein da, das ich aus einem Kunstband rausgenommen habe. Wieso ist es so verrupft? Aus einem Botticelli Kunstband. Hinten ist es einfach so. Und das wollte ich doch auch noch ein bisschen inken. Ja, ja. So, mir hat es gerade so gut gefallen und es gibt gerade so einen schönen Kontrast zu diesen Blümchen, die da so ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner sind. So, genau. Und passt nachher dann wieder super zu dem Bellyband. Mir hat es gut gefallen. Ich finde, die Seite sieht schön aus. Die Seite lassen wir auch gerade so, wie sie ist. Da können wir noch ein bisschen Farbe geben. Und ich würde sagen, mit dem gleichen Blau, wie wir hier gemacht haben. Und ich vermute, es war das hier. Ist aber nicht ganz sicher. Aber ich werde sowieso auch noch ein ganz feines Rändchen, genau so, wie wir es an diesen Kreisen haben. Aber ein bisschen blau, oh ja. Ups, jetzt ist mir ein bisschen zu viel gekommen. So. Ich weiss echt nicht, ob ihr es gut seht. So, ganz ein feines Rändchen. Und ich habe hier zu dem Blümchen-Schildchen noch so ein Schwarz-Weiß-Foto dazu getan. Ich finde, es passt unglaublich gut zu dem Blümchen, der Hintergrund.
hat mir gerade mega gut gefallen miteinander. So, da hat es jetzt einen wunderschönen blauen Abdruck gegeben. Ist das gerade jetzt passiert? Weil ich zu blöd war? Das ist jetzt aber ein bisschen schade. Aber ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als dort jetzt einfach noch ein Blümchen drauf zu kleben. So. Oder? Oder ein dunkleres noch. So. Nein. Nein. Wie ist jetzt das passiert? Ihr habt es sicher gesehen, als ich da irgendwie mit dem blauen Zeug so hantiert habe. Ist es von dem? Und ich so gedacht, nein! Sie merkt es nicht einmal. Oder ist es von dem abblättert? Also irgendwie ab... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also, und halt das Blümchen drauf. Dann kann man schon schauen. Ja, zwar, vielleicht ist es auch von dem. Das könnte jetzt natürlich schon noch sein. Und dann hoffen wir, dass jetzt das Blümchen nicht auch noch blau wird. Sonst haben wir halt ein blaues Blümchen. So. Genau, und da ist mir nämlich aufgefallen, durch den Leim, der hat irgendwie ein bisschen durchgedrückt und da ein bisschen das Avocado gefärbte Papier verfärbt. Und mein Plan wäre eigentlich gewesen, ein paar Sommervögel drauf zu kleben. Einfach so. Dass mir das nicht so auffällt. Und hey, das passt ja gerade super zu dem. So. Ich glaube, ich muss gar nicht über alle Flecken etwas drüber kleben. Oder so ein kleines... Ach, wo bist du jetzt hergerutscht? Da. Da. So, ich habe das Gefühl, das langt schon. Da oben fällt es gar nicht so auf. Vor allem, wenn jetzt da die Sommervögel noch rumfliegen. Das fliegt schon. Jetzt ist es gegangen. Sandig. Voilà. Ja, ich glaube, das ist gut. Das gefällt mir doch. Das passt. Und dann lassen wir das so. Oder wenn wir auch noch ein bisschen Farbe geben. Ganz wenig. Ganz ein bisschen. Vielleicht aber eher braun oder nicht rosa. Ganz ein bisschen. Ja, ja, komm. So. Ja, das ist doch gut. Super. Und hey, ich habe noch etwas ganz vergessen. Da sind wir drüber reingesäckelt, nämlich die Bändchen. Da habe ich mich dazu entschieden, nicht noch irgendwie gross jetzt da irgendwelche Plempel dranhängen oder so, sondern ich schneide mir die einfach ab. Ich will die nicht haben. Wir haben hier genug Bändel, alles Zeugs, das oben rauslampen, dann brauche ich nicht noch mehr. Da haben wir schon Zeug dran gehängt und so weiter. Also schneide ich die einfach ab. Sind wir hier? Next, hier, das darf gerne so bleiben. Das auch. Hier kann man noch etwas machen.
Da habe ich noch so eine Karte drin, und zwar eine, die wir einmal schon mal gemacht haben miteinander, so eine Visitenkarte oder ein Schiffsbillett oder was auch immer das könnte sein. Keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, welche Farbe. Da habe ich rundum blau geinkt. Also, machen wir es blau. Machen wir doch blau. Auch ganz, ganz fein. Irgendein Grün hat noch gut ausgesehen oder auch Gold. Wenn ich jetzt ein Gold hätte, würde ich glaube noch mit Gold drüber. Aber das Gold, das ich habe, das geht eher so ins Bronze rein und weniger ins Gelbe, so wie es hier ist. Und darum glaube ich, würde es dann blöd aussehen. Darum, so finde ich es gut. Und auf dieser Seite, die bleibt einfach so, wie sie ist. Die ist, finde ich, extrem herzig, ganz fein und alles. Das bleibt auch so. Da habe ich noch, auch wieder aus dem Botticelli-Buch, etwas daraus raus. Und das möchte ich gerne noch inken. Ich habe gerade das Gefühl, dass man braun nicht so gut sehen würde. Ich kann es mal probieren. Doch, schau jetzt. Das sieht sogar noch gut aus. Ganz ein ähnliches Braun. Oh ja, sehr gut. So. Macht gerade voll etwas aus. Sieht gerade extrem fertig aus. Wo es doch vorher einfach nochmal ausgeschnitten aussieht. So, das darf hier wohnen. Das hat mich gerade total gut gedacht. Auch wenn jetzt an die Büroklammer halt dem gerade über den Grind reingeht. Ja, noch. Das ist fertig. Das ist für mich fertig. So, jetzt sind wir auf dieser Seite. Und zwar glaube ich, dass ich hier darf den Rand gleich inken, wie das da ist. Und das wäre noch wieder das rosa, violett, irgendwas. So, machen wir auch noch ein ganz leichtes Rändchen. Da. Achtung, kommt da wieder viel, wenn man neu nachgeladen hat. So. Lenkt. Da noch ein bisschen. So. Gut. Dann ist soweit die Seite für mich okay, aber das da ist das, was mich immer so ein bisschen gestört hat. Und ich denke, ich werde jetzt einfach aus Washi-Tape hier einfach so einen Rahmen drumherum geben, damit das nicht einfach so komisch reingeklebt aussieht und so. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Mir hat es auf jeden Fall einfach jedes Mal gestört, wenn ich das dort gesehen habe. Immer wenn ich die Seite aufgemacht habe, habe ich gedacht, das blöde Washi-Tape. So, jetzt nehmen wir da das Gleiche auf der anderen Seite. Voilà. Und da das ja jetzt richtig hat, kann ich es ja jetzt nicht einfach so her tun. Also kann ich schon, will ich aber nicht. Jetzt habe ich aber hier noch so ein herziges Tape mit so einer Schrift drauf, so einer ganz ähnlichen.
Das ist zwar weiß, aber jetzt sehen wir gerade, weil das vielleicht ein bisschen durchschimmert, lenkt es vielleicht gerade, wenn man es einfach durchschimmern lässt. So, dann gehen wir doch ganz über. Oder dann tue ich es halt noch ein bisschen nachinken mit braun oder gel oder was es dann auch immer muss sein, dass es so ungefähr die gleiche Farbe hat wie dieses. So. Ha. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. So ein bisschen weiter rauf noch. Noch ein bisschen weiter rauf. Ich glaube, so. Jawohl. Oh, Moment. So, jetzt ist gut. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen nachschneiden. Wow, aber gerade, komm. Jetzt. So, also. Vielleicht mit ganz ein kleines bisschen braun. Oh ja. Salig. Hey, jetzt bin ich aber zufrieden mit dieser Seite. Ich habe gedacht, ja, was soll ich da machen? Noch irgendwie Linien reinstempeln, um etwas zu schreiben oder so. Aber es war wirklich das Washi-Tape, das mich so genervt hat. Einfach nicht wirklich gefallen. So. Gut. Hey, mal so macht es doch irgendwie eine Gattung. Das lassen wir so. Hier kann ich auch noch zeigen, habe ich auch etwas anderes drin als vorher. Nämlich wieder so eine Postkarte von Schaffhausen. Wieder auf Murten, an der Hauptstrasse. 8.12.61. So. Haben die Postmarken tatsächlich 10 Rappen gekostet? Ich drehe durch. Okay. Und ja, eben, weil das schwarz-weiß ist, habe ich gefunden, passt das viel besser da rein, als das, was wir vorher drin hatten. Das habe ich nachher dann an einem anderen Ort rein getan. Dort war nämlich so ein Vögeli-Kärtchen drin. So, das hier, ich glaube, ich lasse das einfach so. Ich glaube, das darf einfach wirklich so bleiben, wie es ist. Oder ja, vielleicht noch ein bisschen braun. Bisschen. Einfach noch ein bisschen braun. Ein bisschen braun kann nicht schaden. Nein, ein bisschen braun schadet nicht. So, jawohl. Genau. Da, ja, das wäre wieder gleich wie vorher. Ich weiss nicht, ob wir grün nehmen sollen oder nicht, weil sonst ist da wirklich alles ein bisschen sehr grün. Ich glaube, ich nehme etwas Brünliches. Ich mache hier so ein Müsterchen rein mit Braun. Nicht mit dem. Hei, wie manchmal. Wie manchmal. Mit dem. So, oh. Nicht verrutschen. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen runter.
Und da gehen wir noch ein bisschen über. Voilà, ja, ja, genau. Das ist doch sehr schön. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Prima. Da hat es schon ein bisschen braun gegeben von der anderen Seite. Das macht nichts. Da ist es meiner Meinung nach alles komplett fertig so. Da muss man nichts mehr dran machen. Es hat hier auch noch ein bisschen braunes Rändchen gegeben. Das darf auch so bleiben. Und da haben wir jetzt ein Vögeli-Kärtchen drin, das wir vorher im anderen Täschchen drin hatten. Jetzt ist es da. So, da würde ich sagen, gibt es einfach einen braunen Rand. Und da auch noch ein bisschen. So, ja, das ist doch schön. Und hier dürfte man ganz, ganz feine, das ist glaube ich das Mahagoni. Falsch. So und so. Ganz einen feinen Mahagoni-Rand machen. Dann passt das gerade wunderbar zu dem Rändchen dazu. So. Voilà, das passt für mich so. Hier auch, das darf genau so bleiben, wie es ist. Und was haben wir auch? Das bleibt auch so, wie es ist. Da habe ich gedacht, muss ich das Kleberli noch ein bisschen inken. Das ist sonst ein bisschen, ich weiß auch nicht, sieht komisch aus. So passt doch das ein bisschen besser da rein. Und das auch gerade irgendwie sieht man, wie sehen wir das, den weißen Rand von dieser Seite. So ist besser. Ja, ja, ja. Gut, die Seite ist auch fertig. Die Seite darf auch genau so bleiben, wie sie ist. Da. Schauen, dass ich es richtig reinstecke. Gibt das ein Rändchen. So, jawohl. Gut, da dürfte von mir aus irgendwie an der Ecke ein kleines Stempel her. Und zwar in grün, so wie das ist, oder? Oder in blau, so wie das ist. Ich glaube nicht. Blau. Blau. Ich weiß nicht welches. Wieder einmal. Ich glaube das. Ui. Das ist sehr dunkel geworden. Oder so. Oh ja. Das ist aber schnussig. Das darf so bleiben. Das finde ich in Ordnung. Das kommt ein bisschen braun über. So, das lenkt. Auf der Seite auch.
So, das bleibt auch wie es ist. Ohne Fussel. Da habe ich jetzt noch so ein selber geschöpftes Papier. Nein, nicht selber geschöpftes, handgeschöpftes Papier, aber ich habe das von so einem Blöckchen, das ich irgendwo aus der Brocke habe. Aber das hat mir gerade so gut gefallen und passt total gut zu dem. Hier habe ich so ein Papier drin, es prägt. Und das da darf noch ein bisschen Rand haben von mir aus. So, genau. Und bei dem habe ich wirklich gemerkt, ich habe da viel zu viel Leim dran. Ich kann das nur so weit reinstecken. Da und da ist alles geleimt. Ich hätte das viel weiter rein sollen und unten. Dann hätte man auch irgendetwas Grösseres rein tun. Aber jetzt ist es halt so. Das ist auch okay. Und ich habe jetzt hier gerade Lust, noch ein bisschen mit Rosa dahinter zu gehen. Sieht man etwas? Ja, ein bisschen. Ja. So. Voilà. Oh ja, jetzt ist gut. Das sieht doch prima aus. Das passt auch zu dem Rosa, was da auch noch drin hat. So. Gut. Passt auch total auf diese Seite über, finde ich. Sieht irgendwie gut aus. Da. Was machen wir da? Da tun wir doch auch irgendein Rändchen geben. Wieso gehst du ab? So, leg. Und ich würde sagen, da machen wir doch wieder irgendwas mit Schablonen. Und jetzt habe ich hier noch so eine Rändchen-Schablone. Und ich finde, da würde doch irgendwie so oder so, da so ein Blümchen super gut herpassen. Jetzt mache ich es wieder mit dem Verkehrten, gell? Was haben wir gesagt? Das da. So, oh. Oh, schön. Oh ja. Ja, das bleibt gerade so. Das bleibt so und ich wollte den Rand blau haben. Das ist glaube ich nicht das Blau. Bin nicht ganz sicher. Aber, weißt du, es ist mir aufgefallen, als ich das durchgeschaut habe, hier innen steckt ein Gedicht über Heimweh. Und darauf habe ich das Teilchen hier, das kleine Blaue mit dem schnussigen Blümchen, das ist ein Fötzeli von einem Nastüchli, von einem stoffigen Nastüchli. Und wenn man das weiss, dann passt einfach das
Gedicht noch einmal 100 Mal mehr da drin, oder? In das winzige Täschchen. Sehr süß. So, da sieht man die blaue Inkerei von der Hinterseite auch gerade ein bisschen und ich finde, es passt total gut. Machen wir es gerade noch ein bisschen mehr, ganz wenig. So. Da hat man 2 von diesen Kärtchen drin. Da, das bleibt so, wie es ist. Oh, Moment. Das schneiden wir wieder ab. So, das brauchen wir nicht. Wir haben genug Fotos hier drin. Also, Bändeli-Zeug natürlich. So, und da inken wir wieder rundherum. Und weißt du, ich mache das auch gerade mit Blau. Da so wunderbare, auch bläulich-gräuliche Spritzerflecken drauf haben. Finde ich, passt jetzt hier blau ganz prima. Und da unten haben wir ja schliesslich auch ein bisschen blau. So. Auf dieser Seite bleibt alles wie gehabt. Da. Schau jetzt. Da habe ich so ein Bild aus einem Buch. Das können wir auch noch ein bisschen inken. Das ist das Speiserestaurant Zollhaus in ich habe keine Ahnung wo. Salig. Und voilà. Gut. Das kommt da rein. Prima. Da inken wir gerade ein bisschen mit Braun. Ich glaube, das kommt noch ganz gut. Salig. Und da habe ich jetzt noch so ein Schreibzettel drin gesteckt. Ich finde, von der Farbe her passt es extremst gut. Mal schauen, ob wir das noch ein bisschen inken können. Da wäre jetzt ein dunkleres Braun ein bisschen vorteilhafter. Aber jetzt nehmen wir halt das, was wir haben, in Gottes Namen. Sieht auch gut aus so. Hinterseite noch. Und was wir auch ganz unbedingt machen müssen, ist hier unten irgendwo ein Kleberli drauf kleberle. Auf das komische Recycling-Zeichen. Und vorher ist mir da so ein winziges Öhrchen in die Finger gekommen. Wenn wir da schnell den weißen Rand wegmachen, könnten wir doch das einfach da drauf kleben. Komm. Wenn du den willst. So. So. Haha. Passt doch super. Ja. Und jetzt bräuchten wir noch ein zweites für auf der hinteren Seite. So ein ganzes kleines, winziges Labelchen. Gut.
Und das da drauf. So, so prima. Voilà. Und das kommt da rein. So, oh ja, das gefällt mir doch. Super hübsch. So, die Seite kommt noch ein bisschen braun über. Ganz ein kleines bisschen. Haben wir da auch noch? Ups. Nur ein bisschen. So. Ja, das reicht schon. So, prima. Diese Seite ist für mich so gut und diese Seite auch. Und diese Seite. Da gehen wir auch noch ein bisschen drum herum. Damit das da nicht ganz so weiss und abgeschnitten aussieht. Und ja, da habe ich auch noch einmal so einen Ausweis daher gemacht. Weil ich gefunden habe, das passt doch so wahnsinnig gut. So, und da dürfen wir gerne noch ein bisschen von dieser Mauer sehen. Und da hätten wir das da, Zettel, Kärtchen noch dran. Und da braucht es von mir aus gesehen überhaupt gar nichts. Und ich weiss, ihr habt es vielleicht am Anfang schon gemerkt und denkt, ah, seht ihr es nicht? Doch, natürlich sehe ich es. Ich habe hier eine freie Seite und hier eine freie Seite und ich möchte gerne, dass die frei bleiben. Wenn man das Journal dann vielleicht irgendwann mal weitergibt, kann man auch eine Widmung reinschreiben. Man kann dann immer noch irgendwie ein Sommervögel reinstempeln oder was auch immer. Man hätte hier theoretisch auch noch irgendwie eine Tasche drin machen. Aber mir gefällt das jetzt im Moment gerade so, wie es ist. Ich will, dass das so bleibt. Und wir sind fertig mit unserem Journal. Hey, ich habe mega Freude, dass wir das geschafft haben. Ich habe mega Freude. Ich weiss, das ist jetzt wahrscheinlich ein kleines langes Video geworden. Ich werde vielleicht noch ein paar Sachen ein bisschen schneiden, dass es nicht allzu elendiglich, langweilig lang wird. Aber sonst sind wir durch. Es war auch gerade ein Flip-Through gewesen. Und ihr habt alles gesehen, was wir miteinander gemacht haben. Und ich freue mich extrem, dass das jetzt fertig ist. Und ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Projekt. Was ich dazu sagen kann, jetzt werden dann so durch den Sommer ein paar Sachen kommen, wo wahrscheinlich nicht gerade ein Journal von Anfang bis zum Schluss, so wie es die letzten 2 Mal, sondern einfach so ein bisschen, ja, wild drauf los, verschiedenste Sachen. Ja, wir werden es sehen. Und ich werde es auch sehen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.